Moja Algoer, willkommen zu einem neuen Video von TL. Heute haben wir eine neue Produktgruppe, und zwar den neuen Greninja UPC Box, also Ultra Premium Collection Box. Heute sind wir mitgesehen, so eine riesengroße goldene Shuriken, bei mir noch am Top. Sind wir ein bisschen rundherum gekriegt, von Blau, noch ein bisschen goldenisch. Bei einer Hallen, seht ihr, war alles dran ist. An der Seite auch. Von meiner Meinung aus Greninja beste Pokémon. Also die Box ist automatisch von meinen Lieblingsboxen. Ja. Ich mach mal oben mit Plastik. Zack, zack. Zack, zack, zack. Das sieht das schon seit. Hallo, warten. Wie geht das? Muss ich das einfach rausziehen? Nee, das wird nicht. Muss ich rausholen? Auch nicht, oder? Ich muss jetzt abheben. Man stellt mich gerade ein bisschen dumm hin. Hey, oder? Geht so? So, abheben und dann. So. Ja, so geht das, so geht das. Oh ne, ich bin verrutscht. So. Heißt, wer da dran war. Und dann kommen wir zu der Gunstück. Mit der Shuriken damit. Hier kann ich das für abzuheben. Hi, der goldene Greninja. Ganz schön, ganz schön. Und hi. Pokémon-Logo. Ein goldener Hintergrund. Auch schön, ganz schön. Hi sind die Promokarten. Die heute Karte ist aus Metall. Ich weiß nicht, den hat gesagt. Ja, ich meine gesagt schon, oder hält ihr raus? Das ist Metall. Meine Meinung, also ganz schön mit den Promokarten die Auswahl. Ich habe einfach die normalen Greninja rausgeholt und dann ich hätte gewünscht, da wäre mehr Variation dabei. Also mehr einer zum Beispiel heißt zweimal dynamische Greninja. Hi und hi. Ich hätte gewünscht, es wäre mehr cool gewesen, also mehr kreativen Artworks dabei gewesen. Schluss hatten wir hier an der Seite. Dann sehen wir halt ein Coin, ein Greninja Coin. Also der Holofire ist richtig geil mit der, wie sie schnell mit der Strudel ähnliches. Hier für eine Trennung. Halt die Deckbox, pack ich mal aus. Und so. Ah, da war Scott an der Seite. Schnell gesehen. An der Seite. Die Deckbox. Nummer 3 hier fühlt sich halt ganz hochwertig an. Da ist eine Trennung dabei. Lege ich auch an der Seite. So. Hier sind die üblichen Würfel an Damage Counters. Das hier sind nicht Spezielles. Und normal Plastikwürfel. Hier die, die Spezialconditions Coins. Ein mit Gift, ein mit Feuer. Hier kommen wir zur Spielmatte. Ich fand ganz cool, wie die Greninja hier in der Mitte ist, mit der Terra, also Kampfterra vor. Hier seht ihr auch ganz genau, dass Greninja fokussiert wird, von der Seite und dann an der Mitte. Ganz schön. So, schon abgezeigt. Wir kommen zu diesem Körper, weil das meine ich auch das Wichtigste dabei, die Packs, die Booster Packs. Ich nehme die Küche an der Seite. Ich ramme in der Zeit auch alles mal dabei ran gleichzeitig. Zack, 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 zack. Ist umgerollt. Ich wieder dran. Ich muss da halt dran. Deckbox da halt dran. Ich mache so dran, ja, so. Heißt Special Conditions Coins. Halt die Würfel und dann Promokarten drauf. So. Da tut dann der besten Jagd auf der Box. Einfach Shuriken. Die Farbe von Gold. So schön war das. Ah, die Münze vergisst. Ah, die haben schon noch an. Du musst gucken, wie ich das richtig abmache.
Ich reiße mal oben ab. Dann gucken wir, was die Packs da sind. Okay. Hier ist ein Temporary Force Pack, wie ihr schon seht. Ein Paradox Swift, 2 Padea Evolved. Und da ist ein Twilight Masquerada, Narin. Und dann den zweiten Temporary Force, zweiten Paradox Swift. Und dann noch 2 dabei, also 4 Padea Evolved Packs. In Stellar Crown, 2 Twilight Masquerade dabei. Und dann noch 1, 2, 3 Stellar Crown Packs dabei. Also hier sind die ganzen Packs. So. Ich gebe so, ich fange mal Temporary Force. Sparen das ab. Der Codecard auf Seite. Kartentrick, Energie 4, dort noch halt die Goldkarten sind. Grasenergie. Chatrod, Caverna, E-Kans, kleine Fanta bei E-Kans, weil die umgekehrt E-Kans lesen, also Snake. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht. Fand ich eine gute Aussage von Pokémon zu sehen. Arbok. Nur Entwicklung von rückwärts von Snake. Arbok baut aber auch rückwärts geht aus Cobra. Cobra. Fand ich witzige Feature, ja. Ich stehe in Hitzmo High. Nächste Pack. Zack. Eigene Seite. Coldkarte an der Seite. Energie 4. Und dann Dunkelheitsenergie. Tortonator. Utut. Beldum. Yidmor. Misenergie Shorim. Sandy Shocks. Behem. Mensch, das ist so gelesen. Drillbuch. Ein Juglis. An Rory Moon. So, Rory Moon ist am Moment. Vor allem die Karte ist ein bisschen zwiegespannt, wenn sie attackt. Die mischt gut Damage als Single Player Deck, aber die kriegt nicht genug Damage für ein gültiges KO zu machen. Oder den kann vielleicht Deck outgehen, wenn es das Decksystem muss, den so viel Ancient Karte die Karte bis nicht mehr geht. Weil pro Ancient Karte mischt 10 Damage mehr. Heracross, Kilowattrel, Glusha, Cetadol, Meshurisch gelesen, Aluxray. Also nächste Pack. Oh, den ist einfach auch geil. Dreieck an der Seite, Kokadai, Energie 4, Grasenergie, Palmi, Larevita, Dino, Sandygast, Maushold, Tinkatuff, Pomo, Calamity Stony Mountain. Okay, schon die Karte noch nie gesehen. Mistkäfer, Lycanrock. Artwork geht richtig schön aus, wie die Kralle aus der Bild sozusagen aus dem Bild rausspringen sollte. So. Aber am liebsten bin ich gerne der Mittelform, also zwischen Dach und Obersform durch. Das ist meine Lieblingsform von Lycanrock. Ich meine, das ist Zwiebel. Ne, nicht Zwiebelform. Ist mir ganz sicher. Das ist ja der Dunkelheit, also wenn sich ein Löch entwickelt. Dann gibt ja einen, der sich ein Dach entwickeln kann, dann gibt ja auch noch einen, der sich so um Zülle, so Mittes entwickeln kann. Was ich schon. Dunkelheitsenergie, Hoppip, Neubett, Kombi, Glimmet, Kilowattrel, Azumarill, Vespin Queen, Choice Belt, Practice Studio, Up No Snow und das war die letzte Karte.
Hallo, letzte Pack von Padel Evolved. Und da springen wir halt zu Paradox Rift. So. 3 an der Seite, Coca an der Seite, Energie 4. Da kommen wir durch, was das? Grasenergie, Jigglypuff, Til, schwer auslesen, Giraffen-Pokémon, Great Ball, Hanchko, Sudowoodo, Grusha, Wingull, Nimble, eigentlich, und Hariyama. Okay, ich lege mal die Karte halt an der Seite. Muss ich mir Platz für nächste Karte holen und dann teilen wir Paradox Rift. Mein Paradox Rift erstmal die Eisenkrieger an Rory Moon, der Artwork, und ich hoffe mal, ich zeige die. Moment, das ist Spoiler, sind schlimm. Einfach hier, an der Cold Card 4. Energiekarte 4. Kampfenergie, Loudred, Remoraid, Pumpkaboo, Zubat, Professor Salas Vitality, ganz starke Art. Minior, Crocodile, Land Octopus, nenne ich das mal. Magby und Palkia. So, zum nächsten Pack. Tricky auch so ein bisschen. Moment, das Problem gerade. Okay, hör's auf. An der Seite. 4. Okay. Psycho-Energie. Fire Art. Wiglet. Giga. Beelbug. Nee. Bleedbug. Land Octopus Shorem. Screamtail. Die Karte war richtig stark mit seiner 180 Damage bei Band Snapping. Tanky Machine Evolution. Vanillish. Tanky Machine Evolution und dann noch Professor Tour Szenario. Ganz schön Karte. Auch ganz nützliche Karte gewesen. Zum Beispiel, wenn dein Pokémon ein bisschen zu viel Damage wird und du willst den gern waschen aus dem Feld, und der Gegner keine extra Preiskarte zieht. Das Tour ist gut. Du aber der kleine Nulldeal aus, du musst alle Karten, den drunter der Pokémon alles diskarten, also alles waschen. Das ist der einzige Nulldeal. Aber sonst, Karte ist ganz gut. Basic Kampfenergie, Flabébé, Timbuch, Adon, Spinarak, Perrin, Melodic, Ariados, Evelyn, Froakie Anzeichen für eine Ninja 10. Hoffen wir. Zum nächsten Pack. An der Seite, Coca an der Seite, Energie 4 und dann Metallenergie. Goldin, Drappy, Sandgiast, Flabas, Gladi, Kilowattral, Brute Bonnet, Spon, steigen wir durch. Einer Lucian. Das kann ich noch nicht gesehen, so. Aber geht schön aus, ganz schön. Also ich fand die Artworks von Trainers, die sehen immer schön aus, fand ich. Schon bis zum eigentlich selten gesehen, den schlecht aus. Hi, zum nächsten Pack. Code an der Seite. Energie 4 und dann Metall Poco, Energie. Poliwhirl, Tangela, Shinx, Clefairy, Giraffe 2.0, Brute Bonnet, Headshammer, Ipawn,
Okay, okay. Das Card ist wirklich heavy. Das Card. Ganz gut. Ganz guter, ganz schön. Und letzte Card noch. Aber lieb. Das Card ganz schön. Einer hat die besser gesehen. Hat gesagt, wie diese Bieren, ich meine das Hunisch, und hat drunter sind ein Kanner. Ganz schön Card. Let's Pack heute noch. Von Twilight Masquerade. Cold Carb Seite. Energie A4. Okay. Kampfenergie. Helioptile. Korfisch. Cookie. Delphin. Handheld Fan. Dribbling. What? Gorilla. Rayford. Watchel. Geht ganz schön aus, wie den an der Wasser abtauchen geht. Mit die Blitzfliegen. Der geht wirklich ganz schön. Okay, ich nehme die Code an der Seite. Lo kommen wir zur Stellar Crown. Ich gehe so schnell mit Labras, weil wir Labras zimmern. So, wird abgemacht. Cold Card an der Seite. Energie A4. Energie. Ich fand die Energie von Stellar Crown, die sie ganz schön, du wennst der Kristalleffekt besser wie normale Energie ist. Und normalerweise einfach ein bisschen Farbe an der Grund, sondern Energie in der Mitte. Squirtle. Ganz schön Kart. Peak Starter. Die sind wie schön die noch an der Pool de Dance, mal ein bisschen runter um PGs. Ganz gut. Ich gucke an der Seite, H4 Energie. Und dann Feuerenergie. Lilep. Bombardier. Electabuzz. Lechonk. Der Mighty Lechonk, wie die Video kennt. Lumenion. Lacy. Rapidash. Low Six. Ich glaube gerade. Klink. Und dann Iron Boulder. Hallo zum letzten Pack. Seite Energie 4 und dann Fire Energy. Applin. Callbrawler. Wooloo. Salandit. Weiterentwicklung. Frogadier. Dribblim. Alchemy, meine ich. Glass Trumpet und Alchemy. So, das Karte, die Trompete ist ziemlich gut für wie ich das Deck nochmal. Für Decks mit Basic. Meint, das ist schon Basic Pokémon, ne? Ne, das für General für wie ich nochmal. Normal Pokémon. Weil für Normal Pokémons das Karte gibt Normal Pokémon einfach 2 Energie. Kannst einfach 2 Energie auswählen und dann mit die attachen. Was ganz gut aus fand ich. Zum Beispiel Terrapagos. Kannst Energie ganz einfach opfern für die 2 Tag. Das ist auch gut für das Deck, also Terrapagos, Jirachi, Crawbrawler, Ponita, alle letzte Karte von dieser UPC aus. Metall. Okay, heute ist ja keine Zeit. Heute können wir Eisen Heats gesehen. Zack. Meine Meinung nur als der Top-Hit. Ja, weil eben die beste Karte von Twilight Masquerade. Aber weil die so schön ist. Unscrewed ist auch Top-Favorit von mir. Weil rundherum einfach ein bisschen mal PGs rundherum chillen, dann an der Waterpool.
Ganz schön kalt, ganz schön kalt. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Und schreibt in die Kommis, wenn KD von euch gefällt. Adi.